Wir sind in Sessange im Stadion Boykonen. Bei mir ist Jonathan Flynn, der Nationaltrainer der Luxemburger Rugby-Nationalmannschaft. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem. Wie ist die Aussicht auf das Spiel am Samstag gegen Serbien? Wie ist Serbien als Gegner zu bewerten? Was ist die Taktik, die Luxemburg an den Tag legen muss, um Serbien zu schlagen? Well, Tom, what we're expecting on Saturday is a very tough physical game. Samstag werden wir ein physisch schwerer Match. Wir spielen gegen eine serbische Equipe, die an den letzten 12 Monaten sich viel verbessert hat. Sie haben ein paar neue Spieler, einen neuen Coach, und dann sind sie körperlich in ganz guter Form. Es gibt ein Herzspiel gegen eine engagierte serbische Equipe. Für gegen so eine Equipe zu gewinnen, muss man organisiert und gut vorbereitet sein. We'll have to be physical, we'll have to be very organized, and we'll have to execute our game plan properly. Was ist ganz allgemein gesprochen möglich für die Luxemburger Nationalmannschaft? In der Division 2C sieht es gut aus. Sie haben gegen Österreich gewonnen im Oktober. Was ist die Perspektive in der näheren Zukunft? Well, what I would say is that all teams in the division, all 5 countries, are very closely matched in terms of Die 5 Equipen an der Division sind am Fongeholl auf engem Niveau. Auf engem guten Tag kann alle Equipe die Janer schlagen. Wir wären glücklicherweise mehr konstant wie die anderen Länder. Dafür sind wir mit vorbei. Ja, wir haben gegen Österreich gewonnen. Ja, wir haben einen Bonuspunkt gekriegt, weil wir 4 Esseen markiert haben. Aber Serbien hat 2 von 3 Matchen an der Letzte gewonnen. Und sie waren knapp für eine Victoire gegen Slowenien. Und haben selber einen Bonuspunkt gekriegt. Es sind noch 3 Matches zu spielen und die muss man alle gut gewinnen. They almost got a bonus point themselves. So really what I would say is, as regards the division, there are 3 matches left, and quite honestly, we just need to win all of them. Sie haben das Restprogramm gerade angesprochen. Es geht nach Dänemark und dann kommt Slowenien zum Luxemburger Heimspiel. Wie sind diese beiden Spiele zu bewerten? Ist die Partie gegen Slowenien vielleicht sowas wie ein kleines Finale am Ende? What I would say is, we can't count on it as a final at the moment. The first and most important Verdicht muss man lo gegen Serbien gewinnen. Dunno gucken wir weiter. Dänemark ist ein Auswärtsspiel, aber wird nicht einfach sein. So gegen die Österreicher gewonnen, und en plus spielen wir nicht daheim an einer Platz, die ziemlich aufgelegen ist. Slowenien ihrerseits bewiesen, dass sie eng von den stärksten Equipen an der Gruppe ist, und ständig markieren sie Bonuspunkte. Es wäre gut, wenn wir an das Spiel nicht als Zweite müsste gehen, mit das Ziel schon von 4 Runden klar wäre. Ja, es könnte also schon ein Final sein, aber wir müssen die nächsten Matches einen anderen angehen. Needing to win that game or needing to get a bonus point, anything like that. So yes, it has the potential to be effectively a final, but really before then we just need to treat each game one at a time. Eine allgemeinere Frage zur Nationalmannschaft. Wer kann alles mitspielen? Wie sind die Regularien und wer sind Ihre Spieler? Yeah, I think it's worth noting that rugby is different from some other sports. Am Rugby ist der nicht wie bei anderen Sportarten. Hier muss ihn entweder am Land geboren sein oder wenn die Eltern oder die Großeltern am Land geboren sind oder nach da den 36 Monate gewohnt hat. Dafür haben wir Spieler aus lauter verschiedenen Ländern. Majorität sind Franzosen, aber dann haben wir auch noch Engländer, Iren, Italiener und natürlich auch viele Lützebäuer. Players, Italians and a number of other nationalities. Okay, letzte Frage. Die Rugby-Weltmeisterschaft in England ist gerade zu Ende gegangen. Ein Riesenevent mit richtig guten Kritiken auch weltweit in der Sportszene, mit Fernsehübertragungen, die für viel Anklang oder die viel Anklang gefunden haben. Wie haben Sie diesen Event gesehen und ist Neuseeland der richtige Weltmeister geworden? In answer to that question, yes, absolutely. I firmly believe that they're the best side in world rugby at the moment. Ja, absolut. Neuseeland ist momentan die besten Rugby-Equipe überhaupt. Den Tournoi war effektiv ein großen Erfolg, sowohl sportlich wie auch an den Medien. Rugby war weltweit auf einmal ein Thema, auch hier am Land. Und wir hoffen dadurch, dass auch viele Leute werden Samstag Match sehen. The sport's not so well known, and hopefully that'll manifest itself in events like Saturday, where hopefully we'll get a big crowd of people who are looking to capitalise on the good feeling around rugby at the moment.